Ich erinnere mich. Ich erinnere mich genau an jenen Tag des Jahres 1701. Ich war ein junger Narr, betrat den Thronsaal mit nichts als kühnen Träumen und wildem Tatendrang. Ihre Majestät war nachsichtig, hörte mir zu. Alles, was ich brauchte, war ein Schiff und jemanden, der an mich glaubte. Wir folgten dem Westwind, segelten mit den Delfinen. Ich fragte mich oft, ob ich zu viel versprochen hatte, als ich Ihrer Majestät vollmundig die Besiedlung ganzer Landstriche in Aussicht stellte. Viele fleißige Hände machten sich ans Werk, erschufen aus dem Nichts eine blühende Siedlung. Doch dann geschah es. Gemeinsam gelang es uns, die Schäden zu reparieren. Und mehr als das, die Stadt erstrahlte in nie gekanntem Glanz. Heute blüht der Handel und Ihre Majestät ist vollauf zufrieden. Es hat sich ausgezahlt. Damals, anno 1701. Und nun, über 300 Jahre später, wollen wir diese Abenteuer noch einmal aufleben lassen. Und damit ein herzliches Willkommen zum Let's Play von anno 1701. Dem Fluch des Drachen. Ach ja, die Anno-Reihe. Eine Reihe, die ich ja sehr, sehr liebe. Angefangen damals noch mit 1602, schon Ewigkeiten her. Und ja, haben wir da halt ein bisschen... Natürlich auch ein bisschen mit der Zeit, oder? Also wir haben vieles getan und mittlerweile sind wir sogar in der Zukunft angelangt mit Anno 2070 und 2205 und so weiter und so fort. Aber dachte mir ganz ehrlich nochmal so ein klassisches altes Anno, was sogar noch unter Windows 7 heutzutage funktioniert, das muss wohl wieder mal sein, wa? Und ja, 14.0 für Venedig bereits gezockt, das war geil, keine Frage. Doch nun wollen wir, nochmal übrigens, 300 Jahre später, das ist schon, also fast 300 Jahre, wie auch immer, wollen wir es noch einmal wagen mit 1701, der Fluch des Drachen, ein Add-on, was ich muss zugeben, ich habe 1701 damals sehr, sehr oft und ausgiebig gezockt, aber das Add-on noch nie. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt, was jetzt hier alles Neues gibt und hoffentlich kann ich es noch. Jetzt ein bisschen, naja, durch die ganzen Zukunftsahnus ein bisschen verloren gegangen. Aber gut, mal gucken. Ich glaube, ich habe soweit schon mal alles eingerichtet, damit wir direkt loslegen können. Profilverwaltung. Ja, Lord Michael, wie gewohnt. Ja, oder Sir Michael, will man eigentlich auch sagen. Ich glaube, gewöhnlich habe ich, bis eigentlich mit Leerschlag, hallo. Machen wir Sir Michael, wa? So. Ja, Profilbild. Man sieht, wir haben hier nicht so viel Auswahl. Okay, der ist neu. Den gab es im Original Anno garantiert nicht. Der ist mir jetzt ein bisschen zu blond. Die ist auch neu. Der ebenfalls. Der auch. Hallo Doc. Die ist bekannt. Die gibt's auch. Jo. Ja, die kommen alle wieder bekannt vor. Die nette Tante, die nebenan war. Ja, du mich auch. Ja, man sieht, es gibt hier lustige Köpfe. Oh, die habe ich noch ganz übel in Erinnerung. Die war scheiße schwer. Als Gegner vor allem. Gut, ich lasse mal dabei. Kann ich bitte, Sir Michael, das stimmt schon. Muss das mit Leerschlag sein? Come on, es muss sein. Gut. Lassen wir es. Wie komme ich wieder raus? Ah, hier. Vielleicht geht es doch, wenn ich jetzt ein bisschen trickse. So, Profil erstellen. Ah, ne, geht auch nicht. Gespeichert, hat es gespeichert, gut. Jo, ansonsten müssen glaube ich alles was angestellt sein, wenn wir eben direkt loslegen können. Aha. Die Grafik stimmt, dann nehmen wir zwar 32. Boah.
Nee, stimmt schon, das ist eigentlich die Tiefe gemeint. Das ist soweit korrekt. Ist jetzt eigentlich... Ach so. Das wäre natürlich lustig. Wo habe ich das eingestellt? Und zwar geht es mir gerne ein bisschen um die Map eigentlich. Grafik, aber das geht doch irgendwo hier. Posteffekte, Blumen, Schatten, Wassereffekte. Wieso eigentlich auf Mittel? Naja. Wir werden sehen, wie es läuft. Auch werde ich noch das eine oder andere ein bisschen höher stellen und das andere ein bisschen tiefer. Ich lasse mal Standard drin. Das müsste eigentlich auf YouTube einigermaßen gut aussehen. Figurenanzeige. Wie gesagt, ist schon zu lange her. Wir werden mal schauen, wie es aussieht, wa? So, in diesem Sinne will man sagen, Einzelspielermodus. Und zwar ein Endlosspiel. So, die Inselwelt wollen wir relativ... Inselwelt? Die Inselwelt ist natürlich groß, ist logisch. Die Schwierigkeit der Insel selbst, in das Spiel zu besiedeln sind, ja toll. Zurückgesetzt, okay. Ich mache mal normal, wa? Kartenbeschaffenheit. Legt fest, welche Inselgrößen in der Spielwelt überdurchschnittlich oft vorhanden sind. Mittlere Inseln, große Inseln, ja, überdurchschnittlich oft wäre, glaube ich, mittlere Inseln besser. Rohstoffvorkommen. Und auch mal ein bisschen normal, wa? Start mit Konto. Nö, ich will ohne Konto starten. Aufgedeckte Karte. Ja, ich überlege gerade, 1701 mit den Piraten von damals noch. Wie war denn das schon wieder? Waren die scheiße? Ich glaube schon, war. Ja gut, aufgedeckte Karten muss man nicht machen. Ist natürlich, die Kartennummer kann ich auch eingeben, weil wir noch wüssten. Ich weiß nicht mehr. Ja, komm, macht's spannender. Computerspieler. Jo, wir haben... Ich kenne sogar die meisten noch. Verblüffend. Jo, ich mach's generell ja so, vor allem jetzt haben wir so überlegt bei Let's Plays halt, also ich mach's ja generell privat so, aber bei Let's Plays denke ich mal, ist sowieso ganz gut, wenn ich hier bei Endlos spielen halt möglichst viel zeige. Oh, Ramirez, das wird lustig mit dem. Ja, und zwar möglichst viel zeige, das heißt natürlich auch die Schwierigkeitsgrade. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen einen Charakter auf leicht, einen auf mittel und einen auf schwer. Dann gucken wir mal, wa? Das hat gelbes Wappen, lassen wir mal. Nö, das wäre mein Zwillingsbruder. Hanna Marielle, leicht. Die anderen sind bereits hier. Geh mal den, kann ich mal hier auf normal, dankeschön. So, gehen wir schon mal ein bisschen auf schwer. Zufällig, nee, der wäre scheiße. Also, wir haben hier Informationen, keine. Ah doch, die Rede der Gräfin versucht den... Ja, das werden wir alles noch erfahren, Leute. Ich will jetzt zu Beginn weg schon so viel Text haben. Henrik Jorgensen, wir haben den, wir haben den, wir haben die... Ach, nicht Hand von nebenan war. Die ist immer gut. Carmen Marquez, das müsste eigentlich... Verachte die Königin. Das ist immer gut, die Königin zu verachten, das bringt immer Pluspunkte. François Batté. Den kenne ich eben nicht, das muss ein neuer Charakter sein. Okay, nehmen wir einen neuen Charakter. Fürst Igor Jägerov. Der Typ war sowas von scheiße. Die war fies, aber nicht unbedingt scheiße. Die ist mal neu. Der ist mal auch neu. Interessant, wa? Ja, und so wie es aussieht... Aha. Ja. Irgendwie 2 neue normalen Typen dabei. Also, sprich normale Schwierigkeitsstufe. Leider haben wir gar keinen dabei und 2 schwierige. Grace Bonnet, Anfang 1908, die wenigsten sind, okay. Mit der großen Kriegsflotte, das verspricht natürlich Action. Ramirez. Betreiben, ja, Respekt erlangen, das, Respekt erlangen. Ich erinnere mich wieder. Respekt erlangen war immer scheiße. Waren das die auf den eigenen Inseln kampiert haben? Wir werden sie gleich sehen. Startkapital, ja. Viel wäre gut, voller Preis, gerne. Piraten. Wie mache ich die Piratenstärke? Ich mache es normal, ist glaube ich besser. Ich habe überlegt, ob ich auf stark machen soll. Aber wenn die Karte nicht aufgedeckt ist, dann kann es durchaus passieren, dass nach 10 Parts weiter der Schluss ist. Das werden doch ein bisschen so natürlich alle Dinge rein. Katastrophen soll alles passieren. Genau, Ehrengäste. Von irgendwelche Siedlungen, wir werden alles. Siegbedingungen, größtes Vermögen, alles aus. Piratenpakt.
Bündnis mit den Piraten das Spielziel festlegen. Jetzt überlegen da. Jetzt überleben da. Sollen wir sogar beides machen, sogar auch, wa? Ja, so. Ist das neu? Also sprich nur im Add-on. Am Original erinnere mich, dass man irgendwie zwar mehrere auswählen kann, aber den Punkt hat man nicht. Als letzter Überlebender entweder das oder das hier. Eins von beidem. Du musst halt alles erfüllen, genau. Dann ist ja, das Ziel geschafft und das Let's Play, denke ich mal, beendet. Also zumindest mal das Endlosspiel. Okay, Freunde. Let's Showdown! Nein, direkt mal gucken, was mit der Flucht des Drachen so Neues ist. Wir beginnen ja nicht mit einem Konto, das heißt, ihr müsst eigentlich außerhalb der Inselwelt direkt anfangen mit einem, ja, normalen Flaggschiff halt. Mal schauen, ob die anderen auch schon dabei sind. Oh, jetzt kann es spannend werden. Alter, ich habe nur 2 Frames gerade. Wollen verarschen. Dankeschön. Warte auf Anweisung. Direkt in der Mitte, schön. Willkommen. Wenn ihr etwas braucht, scheut euch nicht davor, mich anzusprechen. Ich merk's mir. Also natürlich das nicht drin. Unser Ansehen wird vermutlich unter eurer Niederlage leiden. Nun, wir werden sehen, wie weit ihr mit diesem Schiff kommen werdet. Ja, das werde ich auch sehen. Problem ist, ich kann mal ein bisschen herumschwenken und so weiter. Ich glaube, das klappt nicht immer so, wie ich es gerne hätte. Naja. Gut, wie sieht unser Schiff eigentlich aus? Alter, geht der langsam nach oben und unten. Oh. Hat durchaus was Königliches, war? Schön im Blau. Wo kann ich denn eigentlich hier aufs Menü? Okay, da geht das hier. Sehr schön. Grafik. Ist eigentlich nichts in diesem Sinne. Interface. Tooltips. Minimap-Rotation. Ja, Scrollgeschwindigkeit. Machen wir auf schnell, weil man gerade echt ein bisschen zu langsam. Autosave findet man manchmal alle 30 Minuten. Ist ja für mich besser. Direkthilfe. Lass die mal. Oh. Also dann, Leute, wird eine Insel erkundigen und hoffentlich... Sag mal, kommt irgendwo mal eine Insel? Ich habe einen Fehler mit der Scrollgeschwindigkeit. Irgendwo auch manuell mit der Tastatur scrollen. Ah, geht auch. Gut. Sehr schön. Also, Problem ist halt, ich zocke hier auf 2 Monitoren und natürlich auch das Spiel nur um einen Monitor, aber weil ich halt irgendwie rausscrollen will. Wenn ich irgendwie außerhalb des Bildschirms und das ein bisschen... Sag mal... Wo sind die Inseln hier? Hä? Ich hab gesagt, es sollen viele Inseln sein. Ja, ich meine, es muss genügend Inseln geben, damit ich überall alles anpflanzen kann, alle Ressourcen abbauen kann. Man kennt sie von Anno-Spielen. Immer aber relativ viel. Wale gibt's hier! Ja, das mit den Walen noch eine traurige Geschichte. Da hier oben nennt man eine Insel. Wieso traurig? Ja, danke schön. Wir haben hier Weizen. Das ist eigentlich schon mal sehr gut. Ja, ich habe auch. Das müsste Lehm. Sehr gut. Die Insel sieht doch superb aus. Naja. Ich wollte mittelgroße Inseln haben, wa? Ich könnte natürlich theoretisch... Ich meine, ihr seht hier links unten ja auch, wie groß die ganze Inselwelt ist. Ich meine, es geht gar nicht anders als hier irgendwie... Die Insel wird sogar größer sind. Nee, das wäre irgendwie ziemlich seltsam. Bisschen creepy sogar. Mal gucken. Optionen. Nein, da habe eigentlich keine Chance, wa? Laden speichern. Aber gerade nochmal kurz dran gedacht, ob man nochmal gewisse Einstellungen nochmal verändern soll. Kapitän auf der Brücke. Ne, komm, riskieren wir es. Tafelrot. Umbenennen? Hallo? Umbenennen? Geht nicht. Egal. Ich habe Erz bekommen, ich habe Lehm. Natürlich immer sehr geil. Ich habe sogar Marmor, brauchen wir später. Fischgründe auch noch.
Guidomatico. Okay, ich habe ja alles weit gemacht. Dann würde man sagen, Schifflein. Geh du bitte mal. Ich will erstmal hier unten alles erkundigt haben. Schwindelgefahr. So. Jetzt sind wir hier. Das Fischsymbol war. Gut. Wir haben angefangen zu bauen. Unser Ziel fürs Erste ist eigentlich klar. Ein Dorfzentrum. Oh, warum eigentlich nicht, war. Was habe ich alles? 40er Nahrung, Tonnen Holz, Werkzeuge. Relativ schnell mit der Werkzeuge war. Jagdhütte benötigt Wall, produziert Nahrung. Produziert Nahrung. Wenn ich hier schon mal 3 Stück habe, warum nicht, oder? Was? Direkt 2 damit? Okay. Land in Sicht. Ja, yeah, Land in Sicht. Ja, das ist noch die Generation. Ja, gewisse Dinge, die waren früher auch ein bisschen schlechter. Muss man halt auch sagen. Moment mal. Kann ich sich auch irgendwo wieder einstellen? Optionen. Tastaturbelegung. Nee, das war's eigentlich. Zurücksetzen, ja toll. Mann, Sound. Interface, dankeschön. Nee, das stimmt aber. Hä, war das damals echt so doof? Ja, gut. Werden mal gucken müssen, wa? Sagen wir draufklicken geht ja auch nicht irgendwie. Naja. Also, was haben wir hier noch alles Schönes? Ich habe irgendwie noch was gesehen. Was machst du jetzt hier unten? Sokunusso, mir mein Gold vorkommen, das ist geil, Opfertempel. Die Priester haben dein Kommen bereits angekündigt. Servus. Das ist jetzt natürlich nichts. Wo ist mein Schiff? Hallo, Schiff? Hab gar nicht gesehen vorhin. Ja, kann direkt losgehen. So, geht bitte mal hier unten. Okay, die produzieren Nahrung. Sehr gut. Natürlich braucht man Holz. Ich brauche ein bisschen Holz für die Hütte. Holz für die Hütte. Genau. Natürlich ein bisschen doof. Ich würde mal sagen, warte mal hier hin. Eigentlich Holz selber irgendwie. Okay. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Jetzt plötzlich geht's schnell, wa? Seltsam. Seht ihr, wir haben hier schon mal Zuckerrohr, aber es ist... Alter, das ist viel zu wenig. Edelsteinvorkommen, 1, Goldvorkommen, das wäre eigentlich schon mal geil, dass ich hier sagen würde, für künftig ein zweites Konto. Weil, ja, es ist natürlich auf einem Anno-Teil, wo es halt unterschiedliche Ressourcen gibt pro Inselgruppe. Wir haben hier lustigerweise noch irgendwie eines der nördlichen Inseln, weil das bereits eine der südlichen ist. Okay, aber trotzdem halt... Ja, ich habe ja noch Zuckerrohr. Nur Zuckerrohr für eine Insel ist eigentlich relativ scheiße. Fahrt aufnehmen. Ja. So. Schon mal das hier. Aber erstmal gucken, wie groß über das Dorfzentrum sein muss. Südpolpflanze. Okay, genau, schon alles machen. Ja, bisher sind noch keine großen Unterschiede zum Add-on. Also sprich, ne, vom Add-on zum Original, so mit dem Schuh raus. Mal schauen. Okay, dann wird man erweitern. Das kennt man ja auch. Und hier war es so, dass die Gegner mitunter gerne mal bei mir auf dem Eiland gebaut haben. Dass ich so dachte, na, da ist nur der Beikel drauf, da kann ich auch noch drauf gehen. Das müssen wir doch diesmal ein bisschen vermeiden. Okay, ich habe auch ziemlich viel Holz dafür. So, war schon eine ganze Insel voll. Okay, machen wir am besten noch eine zweite Holzfällerhütte. Ja. Wo war die Kamera schon wieder? Dankeschön. War gerade ein bisschen doof. Ach, ich das liebe, einfach dabei zuzusehen. Und natürlich hier unten das kleine Symbol und dass die weg im Holzsacken sind, dass die Häuser mitunter auch ein bisschen verschwinden. Das Ganze echt noch in HD übergebracht und ach, ist doch einfach nur geil. Ich liebe solche Spiele. Vor allem so ein schönes Detailvorhaben. Okay, unser Schiffchen ist so ein bisschen da oben.
Gut, ich schicke dich jetzt mal... Ich will nicht zu weit schicken, weil du weißt, niemand mal die Piraten kommen und dann muss ich wieder schnell fliehen. Ich habe momentan sowieso keine Chance. Heißt, wenn ich Pech habe, Piraten trefft mein Schiff futsch. Und da muss ich natürlich wieder viel Geld bezahlen, damit die Königin mir wieder ein neues Flaggschiff schickt. Und das ist irgendwie scheiße. Ja, das geht auch ein bisschen doof. So, das mache ich immer gerne bei neuen Häusern. Das ist irgendwie auf so ein Tick von mir seit den ersten Anno-Stunden. Seit 1602. Naja. Ich glaube doch 1701 war doch ein Spiel, wo ich solche Hindernisse aus dem Weg schaffen konnte. Ging zwar natürlich erst später, ist klar, aber es ging. Gut. Ich würde sagen, wir haben für Nahrung gesorgt, wir haben Holz, wird Zeit für das Dorfzentrum. Das ist ziemlich weitreichend, das will ich ja auch, dass es weitreichend ist. Ich meine, expandieren kann ich ja immer noch auf eine neue Insel. Ja, das natürlich hier oben, aber ich kann noch mehrere bauen und ein Dach hast du nicht gesehen. Weil man gerade alles voll war. Ja, ist besser. Gut, mache ich hier noch einen hin. So. Dann nehmen wir jeweils noch diese Vorkommen abbauen. Jetzt wird's lustig. Wo baue ich genau das Dorfzentrum hin? Direkt neben dem Felsen. Jo, das ist eigentlich eine gute Idee. So. Wunderprächtig. Unser Dorfzentrum ist natürlich relativ trostlos, ohne Häuser in der Nähe. Da muss man gucken, ob es auch eine Möglichkeit gab, das selektiert zu lassen. Ich dachte, das wäre früher anders gewesen. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Pionierhaus beherbergt Einwohner. Wer was soll es sonst beherbergen? Ja, mir geht's gut, geil. Stell dich mal. Moment, du musst gucken. Genau. Auch wenn mit den Steuern, man sieht es relativ schnell und gut. Solange alle im grünen Bereich sind, ziehen sie ein. Logischerweise. Ich glaube, im ganzen grünen Bereich, wenn sie schnell einziehen. Falls sie im gelben Bereich drin sind, ziehen sie nicht mehr ein, aber sie ziehen auch nicht mehr aus. Weil sie hier drin sind, im orangen oder roten Bereich, dann sagen sie sich, nö, der Michael ist scheiße und hauen ab. Womit sie eigentlich auch recht hätten, wenn es so wäre. So. Bereits ein Häuser gebaut. Das macht 2 Tonnen pro Haus. Alter. Naja. Wir produzieren ja eigentlich pro Minute. Oh, vielleicht mal ein bisschen gießen hier, damit ein bisschen mehr Bäume da sind. Der ist gut. Wird wieder 5 Tonnen, so schnell kann es gehen. Mann, ich sehe so wenig. Wald! Ich muss den Wald abholzen. Geht nicht anders. Wald, du bist mir am Weg. Tschüss, Wald. Was soll das? Wird uns im Wald geklaut? Scheiß Arsch, hey, tschüss. Irgendwo haben sie ja recht. Was ist jetzt los? Ich hatte ganz kurz geleckt. Ich hoffe, das war eine Ausnahme. Ich wollte gerade sagen, was war bitte los? Ich glaube, das Holz war es, war gar echt nichts gesehen. Also gehen bis 8 können rein. Okay, was brauchen sie alles? Zielbedürfnisse, Stoffe, den Glauben. Ja, wir brauchen den Glauben an Gott. Ihr braucht den Glauben an mich, das ist alles. Wir haben also Pioniere. Ist kein Problem, kriegen wir locker hin, Leute. Moment, ich mach's mal so. Ah, scheiße. Ein bisschen verplant dabei. Na, sei es drum. Was? Was quatscht da? Beste Qualität zu allen Preisen. Nur noch minus 77. Nur noch ist gut. Aber ja, am Anfang minus machen ist eigentlich noch... Was ist etwas so los? Aha. Gerade so aus noch Änderungen. Hier oben ist noch nichts los. Ich gehe jetzt trotzdem mal... Schick mal hier hoch. Und wir schauen.
Ganz kurz gucken. Sie haben Diplomatie-Menü. neues Land gesichtet. Schön. Die Königin. Wir erteilen euch die Erlaubnis zu sprechen. Dankeschön. Ja. Man sieht's, wir haben Diplomatie-Status mit ihr. Logischerweise, wenn wir irgendwie Scheiße bauen, uns ihr gegenüber Scheiße verhalten, kann sie uns einen Krieg erklären. Das wäre doof. Ihre Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Dankeschön. Bündnishilfe, das geht auch, aber nur gegen die Piraten. Ansonsten geht das, glaube ich, nicht. Darlehen erbieten. Bei bestimmt, man sieht es auch hier ziemlich noch Unabhängigkeit. Aha, Unabhängigkeit. Das ist der Barometer. Das wäre irgendwo noch ein Barometer, wo ihre Zufriedenheit anzeigt. Dann war es doch ein bisschen Glück, wa? Ne, genau, es war ja so, Unabhängigkeit da rein kann ich nur, wenn ich ihr Geld gebe, also uns quasi freikaufe. Wir sind ja ihre Sklaven. Das wissen wir wenigstens, aber es ist so. Man sieht es auch in der Flagge an, grau. Das ist die graue Dame aus Harry Potter. Du kannst dein Anliegen vortragen. Der Barometer, auch der geht natürlich hoch und runter, je nachdem wie wir uns in der Welt auch verhalten. Sprich, wenn wir uns zum Beispiel mit den Piraten verbünden würden nach unten sinken. Würden wir auch Krieg gegen andere führen, würde auch nach unten sinken. Und halt die Verbrüderung an. Ja, natürlich, also man sieht sie relativ gut anhand der Farbe, auch hier zum Beispiel grün. Weil wir hier gelb sind, ist es doof, das anzubieten. Der Wert geht nur nach unten. Also Verbrüderung anbieten, ja, aber erst wenn wir hier oben bei gelb sind. Tributen trichten, ja, warum? Das wäre zu dem Zeitpunkt ein bisschen doof. Wir kennen ihn kaum. Es könnte sogar sein, dass er das als Beleidigung auffasst. Der Tonka wird dich anhören. Der Tonka. Irokesen. Gut. Ja, jetzt noch ein anderes Thema. Ich habe natürlich hier oben eine Insel entdeckt. Das ist seine Insel. Ein Schmied Sehr gut. füllt die Werkzeugvorräte in ihrer Siedlung auf. Ich werde euer Kontor von jetzt an öfter ansteuern. Dankeschön, lieber freier Händler. Ja, solche Ereignisse gibt es natürlich teilweise auch. Jetzt haben wir vor kurzem, ja, noch nicht so lange her, geilo, geht bereits, was wollte ich sagen, haben wir unsere Mitspieler ausgewählt. Natürlich die Frage, Moment, leicht, normal, schwer, wo ist eigentlich genau der Unterschied im Spielsystem selbst? Es ist ziemlich einfach. Einfache Gegner machen im Prinzip nichts. Das ist schon mal alles. Die wehren uns, wenn wir sie angreifen, jo, aber ansonsten sind die sind auch relativ langsam beim Besiegen von neuen Inseln. Normale Gegner sind, ja, normal, also du musst schon relativ viel machen, um die zu verärgern, damit sie sich gegen dich stellen, aber es ist möglich. Schwierige Gegner, da wird es lustig, wenn diese dich entdecken und du sie entdeckst. Ich glaube, es dauert maximal eine Stunde, greifen sie schon an. Also es ist echt, da muss nur einmal falsch mit der Wimper zucken, schon, scheiße, wollte ich da gar nicht. Die sind in der Hinsicht ziemlich assi. So, überleg gerade, war doch nicht das Spiel, wo ich auch Karten kaufen konnte? Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Jo. Genau, kann theoretisch auch 10.000 bezahlen, damit man alles aufdeckt. Ein großes Internetspiel wird aufgedeckt. Das kann mitunter hilfreich sein. Wenn ich richtig erinnere, war es bei 1701 so, dass die Gegner auch halt alles erst aufdecken mussten. Versteht ihr? Also insofern war es durchaus praktisch. Kommst du als Freund zu den Irokesen, Fremdling? Ja, so ist es. Große Manitou. Häuptling, Entschuldigung. War irgendwie ein falsches Spiel. Falsche Serie. Egal. Und insofern, es kann mitunter noch lustig werden. Ausgemacht. Ja, schon wieder eine Insel. Der feindliche? Nö, neutrale. Lass mich ran, die ist viel größer als unsere. Nö, die Was Scheiße. haltet ihr davon, etwas für mich zu erledigen? Ah, die Insel brauche ich. Man sieht es hier, Wahlgründe. Eigentlich klingt scheiße, aber es ist leider so. Nehmen Sie 8 Tonnen Holz. Ja, das sind natürlich Aufträge, die man relativ häufig machen sollte. Es bringt uns Pluspunkte sowohl bei den Mitspielern als auch bei der Königin. Jo. Also, generell Inseln. Wir haben im Prinzip hier schon 3 Stück, oder? Wenn man so will. Die sollten eigentlich relativ alle schon mal in Betracht ziehen. Ich meine, klar, der hat nur einen Rohstoff. Ist doof, aber ja, besser als gar keine Insel. Dafür habe ich hier Gold und Diamant, also Edelstein vorkommen. 1701. Wie war das damals, Freunde? Vor etwa 300 Jahren. Wale gab es noch in großer Hülde und Fülle. Und natürlich musste man die damals auch killen. Ja, aber ich sage jetzt nochmal, natürlich war es nicht natürlich. Oh, bisschen zu viel natürlich, war. Ja, musste man es damals
Keine Ahnung, jedenfalls im Spiel ist es so. Es sind nur virtuelle Wahlen, es geht natürlich auch darum, ein bisschen den Ausgleich zu schaffen. Hier ist jetzt natürlich, ja, das sieht schon böse aus hier. Eine Wahl mit der Harpune aufgespießt, meine Fresse. Also da können im Prinzip Tierschützer kommen und sagen, nö, das geht nicht, da wird die Jugend verdorben. Mein Gott, das ist ein Videospiel, da muss man nicht alles ernst nehmen. Natürlich ist es scheiße. Ich meine, generell auch ein Vegetarier dürfte das Spiel gar nicht zocken, aber ist ein anderes Thema. So, ich brauche Wolle. Und zwar relativ schnell, deswegen, ich glaube, Verhältnis war 2:1. So, wie war das jetzt schon wieder? Ich mache da mal so noch. Und auch noch, was gar nicht nötig ist. Der braucht eine direkte Anbindung an die Straße, die anderen beiden brauchen keine. Das müsste klappen. 2:1 war aber das Verhältnis damals. Ja, im Gegensatz zu den heutigen Spielen wie 22:05 und so weiter gab es hier, also damals, noch keine genaue Vorgabe. Das heißt, du musst halt selber rausfinden, wie viele Webstuben braucht es für 2 Schafe, also sprich natürlich umgekehrt natürlich, wie viele Schaffarmen braucht es für eine Webstube, etc. etc. War immer ein bisschen unterschiedlich. Wo ist mein Schiff? Ah, da ist es ja. Es kann sofort losgehen. Wie viel braucht er? 8 Tonnen. Nehmen Sie 8 Tonnen Holz, genau, krieg entweder das hier oder Wolle, natürlich Werkzeuge. Werkzeuge immer wichtig, wir müssen alles mit Werkzeugen bauen, wir haben momentan einfach noch zu wenige Werkzeuge dabei. Ich hab's auch zu wenig Holz momentan, aber ist ein anderes Thema. Warte auf Anweisung. Ja, warte mal, das ist der falsche, hier. Gut. Gehe ich mal nach oben nach, würde ich ziemlich gerne mal die Inseln hier an uns reißen. Es ist, momentan haben wir eigentlich noch Glück. Wieso? Aus dem Grund, weil wir mit normalen Gegnern, mit den schwierigen Gegnern noch keinen Kontakt hatten. Ne, das heißt, lange, wenn wir keinen Kontakt haben, sind ja nicht erzürnt, weil, ja, eben die werte Dame, die wir ausgesucht haben, ne, war der andere Typ, war. Ebenfalls die Gegner auf schwierig. Wenn wir in deren Beisein, wenn wir halt die bereits getroffen haben und so und sagen, grüezi wohl, und der sagt, verpiss dich, und ich so, ja, von mir aus, und dann komme ich hier hin und sage, jo, Insel gehört mir, dann wird der sauer. Weil den schwierigen Gegner, den wäre es am liebsten, wenn ich einfach nur existieren würde. Fertig. Das ist alles. Mehr wollen die gar nicht. Ist mitunter verständlich. Ich finde es ein bisschen assi, aber okay. So, Wolle kommt. Ja, dann muss erstmal alles. Man braucht auch seine Zeit hier. Oh, ihr bringt mir wie versprochen meine Waren. 64 bloß. Haben es doch etwa 3? Nee. Das müssen wir eigentlich reichen. Ja, wir sehen es nachher. Geld plus Werkzeug, bitte. Meine Anerkennung, das habt ihr gut gemacht. Dankeschön, ich bin hoch erfreut. So. Jo, würde man sagen, Leute, das war, glaube ich, doch ein relativ gelungener Einstieg hier in ein neues Abenteuer bei einer neuen Anno-Serie. Obwohl eigentlich eine ziemlich alte Anno-Serie. Mit 1701, aber halt für mich auch ein bisschen blind, weil es eben, ja, das Addon ist, der Fluch des Drachen. Tja, in der nächsten Folge dann werden wir natürlich noch ein bisschen mehr Holz scheffeln. Werkzeuge sagen schon relativ gut. Dann werde ich mal die Inseln hier und die hier an uns reißen. Und mich weiter auf die Suche machen nach Mitspielern plus Piraten plus weitere. Natürlich auch Bilanz ein bisschen frisieren. Dann können wir eins glauben, Leute, es wird noch richtig, richtig lustig. Was ist denn hier plötzlich los? What? Internes Lager, hol doch mal ab hier. Das ist damals so, wo nur irgendwie 2 Marken gleichzeitig abholen konnten. Also, er war ein zu wenig, ja gut, deswegen. Ja, jetzt holt er bereits. Jo, wie gesagt, es wird lustig werden, wieder hier bei Anno 1701, der Fluch des Drachen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, hoffentlich gefällt es euch genauso wie mir. Wenn ja, wenn wir uns sehr über einen Kommentar plus Daumen nach oben freuen und bis die Tage, ich komme wieder, keine Frage. Ciao zusammen!